Und jetzt kommen wir zur Predigt. Und das Thema, das ich für heute gewählt habe, ist der richtige Zeitpunkt. Oder auch Gottes Timing. Ich möchte euch den Bibelvers lesen aus dem Johannes 7,6. Da sagt Jesus zu seinen Brüdern, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer da. Und das sagt er zu seinen eigenen Brüdern. Und seine eigenen Brüder haben ja eigentlich nicht an ihn geglaubt. Und es ist darum gegangen, dass sie als Fest gegangen nach Jerusalem. Und seine Brüder haben ihn eigentlich hochgenommen und nicht an ihn geglaubt und haben gesagt, Jesus, wenn du schon so gross sein und zeigen, wer du bist und so, und meinst, wer du seist, dann musst du jetzt ans Fest gehen und zeigen, dass du Messias bist. Und Jesus hat eben gesagt, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer da. Jesus hat gewusst, es gibt den richtigen Zeitpunkt. Und es gibt ein Wort im Neuen Testament, das heisst Kairos auf Griechisch. Und der Kairos, das ist der Zeitpunkt, worauf alles ankommt. Vor dem Kairos ist es zu früh und nach dem Kairos ist es zu spät. Um ein Beispiel zu machen, ein Gärtner muss geduldig darauf warten, bis die Erntezeit da ist. Zur Unzeit sind die Äpfel noch nicht reif. Aber wenn man zu lange wartet, werden die Äpfel faul. Es gibt also ein Zeitfenster, zum Beispiel bei der Äpfelernte, wo man die Äpfel nehmen kann, dass man sie nicht zu früh und nicht zu spät nimmt. Und je nachdem gibt es auch in unserem Leben so Momente, wo es auf den richtigen Zeitpunkt ankommt. Und manchmal ist das Zeitfenster ganz schmal und manchmal ist es weit. Aber es gibt so Punkte im Leben, wo es auf den richtigen Zeitpunkt drauf ankommt. Und auch schon im Alten Testament lesen wir ja das. Im Prediger 3 heisst es, Vers 1-8, jedes Ding hat seine Zeit. Das gilt für alles, was unter dem Himmel geschieht. Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben. Eben gerade beim Gebären ist es ja wichtig. Man kann nicht schon im 2. Monat das Kind gebären, ist noch nicht nachher. Das wäre noch zur Unzeit. Es braucht wirklich den richtigen Zeitpunkt und da hat man ein gewisses Zeitfenster von ein paar Wochen, was drin liegt, wo das Kind auf die Welt kommt. Es gibt eine Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreißen, Zeit zum Töten und Zeit zum Heilen, zum Niederreißen und zum Aufbauen, zum Weinen, zum Lachen, zum Klagen, zum Tanzen, Zeit Steine zu werfen, Zeit Steine zu sammeln, Zeit sich zum Umarmen und sich loszulassen, zum Suchen, zum Verlieren, zum Aufheben, zum Wegwerfen, Zeit zum Zerreißen, Zeit zum Nähen, zum Schweigen, zum Reden, Zeit zum Lieben und Zeit zum Hassen, Zeit des Krieges und Zeit des Friedens. Also die Bibel lehrt uns, es gibt für alles seine Zeit und alles braucht auch seine Zeit. Und ich glaube, auch in unserem Leben gibt es so richtige Zeitpunkte. Und manchmal merken wir es, dass der richtige Zeitpunkt da ist. Und manchmal sind wir aber auch zu ungeduldig, um darauf zu warten. Und ja, manchmal schon Sachen unreif pflücken. Das ist eben auch nicht gut. Und ich habe jetzt sehr ein eindrückliches Beispiel, wie jemand auf einen rechten Zeitpunkt hat gewartet. Und das finde ich eben gerade im Buch Esther. Esther hat in einer sehr entscheidenden, weitreichenden und dramatischen Angelegenheit das richtige Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Und zwar ist mir das so aufgegangen, als ich das Buch Esther gelesen habe. Ich muss euch ja, glaube ich, nicht mehr alles vorstellen. Ich glaube, das haben wir ja jetzt schon gemacht. Ihr habt die Geschichte so präsent, dass ich eigentlich gerade einsteigen kann beim wichtigen Zeitpunkt, wo ich das Gespür hatte. Esther, also ihr habt ja gehört, eben der Mordechai hat sich nicht gebeugt vor dem Haman und mit der Begründung, es wäre ja Befehl vom König, dass sich alle vor dem Haman beugen müssen, weil der Haman ist ja so hoch angesehen gewesen, das war schon fast der zweite Mann nach dem König. Und der Mordechai hat sich nicht gebeugt, und zwar mit der Begründung, dass er ein Jude ist. Und das hat ja nachher das ganze Drama ausgelöst. Weil der Haman war so krank vom Mordechai, und das hat ihn so genervt, dass der am König seinen Befehl nicht folgt und ihm nicht der gibt,
dass er gefunden hat, es ist zu wenig, wenn ich nur den Mordechai umbringe, das reicht nicht, da bin ich noch nicht genug, habe ich noch keine Genugtuung, ich muss das ganze Volk von den Juden auslöschen, dann wird es mir gerecht. Und der Mordechai, der ist ja nachher zur Esther gegangen und hat ihr eigentlich gesagt, was jetzt hier passiert ist. Und er hat gesagt, vielleicht bist du genau für eine Zeit wie die Königin geworden. Und Esther hat sich eigentlich ausreden und hat gesagt, hey, ich kann nicht einfach zum König gehen und bitten. Und ich bin schon 30 Tage lang nicht gebeten worden, zum König zu gehen. Also weißt du, was du da von mir verlangst? Ich kann nicht vor den König gehen. Und nachher hat er dem Mordechai ja sehr ins Gewissen geredet und hat gesagt, du musst dir nicht einbilden, dass du als einzige Jüdin im Palast würdest überleben. Und wenn du uns nicht hilfst, dann kommt uns Hilfe von anderswoher. Und da hat genau Esther erstens mal den freien Entscheid gehabt, sich zu sagen, ja, ich tue mein Leben aufs Spiel setzen und gehe vor den König. Oder sie hätte auch sagen können, nein, ich mache es nicht. Das haben wir gestern durchgenommen. Gott hat sie bestimmt für eine Zeit wie die, dass sie Königin ist und dass sie die Chance, die sie hat, wahrnimmt und direkt beim König eintreten für ihr Volk. Und sie hat das wahrgenommen. Sie hat sich eingesetzt für ihr Volk. Und sie hat nachher am Mordechai Recht geben, ihrem Cousin, und hat gesagt, gut, wenn ich lebe, lebe ich, und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Und das finde ich ganz auch eine eindrückliche Einstellung von der Esther, was sie hier gesagt hat. Und Esther hat aber gewusst, sie setzt ihr Leben aufs Spiel. Und darum hat sie auch gesagt, sie sollen 3 Tage lang fasten, zusammen mit ihr, weil es so etwas Wichtiges war, weder trinken noch essen. Und wenn ich umkomme, komme ich eben um. Am 3. Tag ist eben die Königin Esther zum König gegangen. Und da haben wir ja gelesen, er streckt ihr das Zepter entgegen und fragt sie, was ist dein Wunsch? Auch wenn es die Hälfte meines Reiches kosten würde, soll er dir erfüllt werden. Und jetzt als Leser könnte man eigentlich denken, oh, es hat sich gelohnt, sie hat 3 Tage gefastet, sie ist nicht umgekommen, der König streckt ihr das Zepter entgegen, oh, Schweiß wegputzen, wir haben Glück gehabt. So, Esther, sag jetzt, was ist dein Wunsch? Aber was macht Esther? Sie lädt den König zusammen mit dem Haman zum Festmahl ein. Und am Festmahl fragt der König erneut: Esther, was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir. Fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Reiches. Das zweite Mal fragt er schon. Jetzt denkt man, Esther, ergreif deine Chance, sag am König, sag es ihm endlich, es steht so viel auf dem Spiel. Und Esther merkt, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und sie probiert Zeit zu gewinnen und überlegt sich, was kann ich machen. Und sie sagt, ja, ich habe eine große Bitte. Wenn ich die Gunst des Königs gefunden habe und wenn es dem König gefällt, meinen Wunsch zu erfüllen, dann möge er morgen noch einmal mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich vorbereitet habe. Dann werde ich die Frage des Königs beantworten. Wir können sich jetzt fragen, eben, warum rückt die Esther nicht mit dem Spruch raus? Ich meine, es war so eine riesen Spannung, sie hat schon 3 Tage lang gefastet und zittert. Was ist, wenn man den König das Zepter nicht her hat? Dann bin ich tot. Er hat ihr ein Zepter her und sie sagt, erst kommt zu einem Mahl mit mir. Man sagt ja auch, wichtige Entscheidungen sind dann mit einem Mahl getroffen worden, das kann man jetzt noch so ein bisschen verstehen. Aber nachher, wo das Mahl da ist, merkt sie einfach, und ich glaube, das steht nie jetzt geschrieben, aber sie merkt, oder vielleicht spürt ihr das manchmal auch in gewissen Situationen, so wie ein Bauchgefühl, es ist falsch. Das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Und ich glaube, dass Gott genau manchmal so auch durch ein Bauchgefühl reden kann. Esther hat einfach gespürt, es ist der falsche Moment und sie hat noch einmal probiert, Zeit rauszuholen. Sie hat gewusst, ich kann das nicht ewig, weil mich kann der König quasi nicht Nase rumführen oder besser den König nicht veräppeln mit so Sachen. Aber sie hat gewusst, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, ich muss noch einmal bitten für eine Zeit mehr. Und ich glaube, Esther hat Nerven aus Stahl gebraucht, um die Spannung auszuhalten.
Weil sie hätte ja auch am liebsten wollen, dass sich das auflöst, dass sie das sagen kann, aber sie hat einfach gemerkt, der Zeitpunkt ist noch nicht richtig. Und sie hat genau das Richtige gemacht, indem sie gewartet hat und es noch einmal rauszögert hat. Weil genau in dieser Nacht, vom ersten aufs zweite Festmahl, hat Gott angefangen zu wirken. Und wir haben gestern einen Blick so hinter den Vorhang werfen, was im Himmel passiert, was im Himmel eigentlich entschlossen wird, in der Szene vom König Ahab und dem Josaphat. Da hat uns der Prophet Micha einen Blick gegeben, was im Himmel passiert, wenn Gott etwas bestimmt. Und da hat Gott, Jahwe, hat sein ganzes Himmelsheer versammelt um sich im Himmel und hat eben dann gesagt, der böse König Ahab, der will weghaben, er soll in Ramoth in Gilead umkommen. Und nachher hat das ganze Himmelsheer versammelt und hat gesagt, irgendjemand hat ja, wie wir das machen könnten. Und das ganze Himmelsheer hat dieses und jenes besprochen. Und einer ist nachher vorgekommen und hat gesagt, wo der Lügengeist sind, diese 400 Propheten vom Ahab. Und wo ihm sagen, er wird siegen und dabei wird er nicht siegen. Und der Micha hat uns einen Wahnsinnsblick gegeben, hinter die Kulissen, was im Himmel passiert. Und ich glaube, das genau Gleiche ist eben jetzt hier passiert bei der Esther. Weil das, was jetzt folgt, von dem ersten Festmahl aufs zweite Festmahl, was da in der Zwischenzeit passiert, das ist eine himmlische Inszenierung. Und ich könnte wetten, genau da ist auch wie bei dem Ahab, wo Gott bestimmt hat, dass der Ahab umkommen soll und das ganze himmlische Heer versammelt hat im Himmel. Und wenn sie das geplant haben, was sie machen wollen, genauso, glaube ich, haben sie das auch geplant im Esther-Buch, was nachher hier passiert. Weil da kommen jetzt so viele Zufälle zusammen, dass es kein Zufall mehr sein kann. Das geht gar nicht. So viele Zufälle. Und zwar fängt das eigentlich schon an, wo nach dem ersten Festmahl geht der Haman heim und im Hofareal erweist der Mordechai schon wieder keine Ehrerbietung, sondern noch einmal so richtig zum Öl ins Feuer zu gießen und im Haman noch einmal so richtig der Hass gegen Mordechai aufzuflammen. Und der Haman ist heimgegangen und hat bei seinen Leuten gross gebraut, wie reich das er ist, wie viele Söhne das er hat. Und noch voller Stolz herausgestellt, hey, die Esther, die Königin, hat nur mehr eingeladen und der König zum Festmahl, ich bin schon. Und hat das voller Stolz gesagt, aber er hat gesagt, das bedeutet mir alles nichts, wenn der blöde Mordechai nicht endlich umkommt. Und nachher haben seine Leute daheim gesagt, weisst du was, mach doch einen 25 Meter hohen Pfahl, gang morgen zum König und bitte ihn darum, dass du den Mordechai dort aufhängen kannst. Der Haman hat gefunden, das ist eine super Idee, das mache ich. Er hat gerade den Pfahl aufgestellt und hat sich überlegt, am nächsten Morgen zum König zu gehen. Und in dieser gleichen Nacht hat der König nicht schlafen. Und er hat sich die Chroniken vorlesen von seinem Reich. Und da hat er gehört, dass der Mordechai eben eine Verschwörung von 2 Torwächtern vom König aufgedeckt hat, die einen Anschlag auf den König geplant haben. Und der König hat gefragt, wie ist Mordechai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Die Antwort, er hat nichts dafür bekommen. Der König denkt, er muss ja logischerweise belohnt werden, so ein Mann. Warum hat er nichts bekommen? Warum hat der Mordechai nichts bekommen? Und er hat am nächsten Morgen eben gefragt, du, wer ist draussen im Hof? Und per Zufall war der Haman da, der gerade auf dem Weg zum König war und wollte fragen, du, darf ich den Mordechai umbringen? Aber noch bevor er das fragen konnte, hat der Königin gefragt, wie kann man einen Mann ehren, den der König auszeichnen will? Haman hat gemeint, das kann sich ja nur um mich handeln, ich bin so gut. Und dann hat er sich überlegt, wie man ihn ehren könnte und was ihm zu gut wird kommen. Und er hat eben gesagt, wir sollen ein Gewand und ein Ross nehmen, das der König schon gedreht hat, und auf dem, wo er schon ist geritten, wir sollen ihn über einen grossen Platz führen in der Stadt. Und das soll ausgerufen werden, so ehrt der König einen Mann, den er auszeichnen will. Und er hat sich schon vorgestellt, wie er hier gross kann sein. Aber jetzt kommt die Ohrfeige für Haman. Der König hat gesagt, nimm das Gewand und das Pferd und mache es so mit dem Juden Mordechai. Da ist jetzt eine riesige Wende passiert über die Nacht.
Der Haman ist ja hergekommen, eben, um für die Hinrichtung von Mordechai zu bitten. Und jetzt muss er auf Befehl vom König den Mordechai ehren, also gerade das Gegenteil. Traurig und mit verhülltem Gesicht ist der Haman heimgegangen. Er hat das alles seinem Haus und seinen Leuten erzählt. Und interessanterweise haben seine Leute erkannt, wie sich das Blatt gewendet haben. Wenn Mordechai, vor dem du jetzt zum ersten Mal den Kürzeren gezogen hast, ein geborener Jude ist, kannst du aufgeben. Dann ist dein Untergang besiegelt. Noch währenddem, dass seine Leute haben gesagt, was sie schon festgestellt haben, es ist die Junge gegangen, kommen Diener vom König und holen ihn ab für das Festmahl von Esther. Als alle zusammen sind gesessen, hat der König erneut gefragt: Was ist dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle ihn dir. Fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Reiches. Und jetzt hat Königin Esther gespürt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Sie hat gesagt: Wenn ich Wohlwollen beim König gefunden habe und wenn es dem König recht ist, dann möge mir mein Leben geschenkt werden. Das ist meine Bitte. Und mein Volk, das ist mein Wunsch. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk. Man will uns vernichten, umbringen und beseitigen. Hätte man uns nur zu Sklaven machen wollen, wäre ich still geblieben. Denn dafür hätte man den König nicht belästigen müssen. Also eben, es haben eigentlich alle gewusst, wenn die Esther ungerufen zum König kommt, haben alle gewusst, dass man etwas Grosses dahinter steht. Sein Leben setzt man nicht einfach so geschwingen aufs Spiel. Und jetzt endlich hat sie es können sagen. Und sie hat gesagt, hätten sie uns nur zu Sklaven gemacht, wäre es mir gleich gewesen. Für das hätte ich die nicht belästigen müssen. Aber weil es ums Leben geht und weil jemand Böses unser ganzes Volk auslöschen will, darum komme ich mit dieser Bitte an dich. Da fragte Xerxes die Königin Esther: Wer ist das, der so schändliche Pläne ausheckt, und wo steckt er? Esther erwidert: Unser Todfeind ist dieser böse Haman hier. Ein tödlicher Schreck erfasste Haman. Entsetzt blickte er auf den König und die Königin. Der König erhob sich zornig von der Tafel und ging in den Palastgarten hinaus. Haman aber trat vor die Königin und flehte um sein Leben, denn er begriff, dass der König schon seinen Tod beschlossen hatte. Als dieser aus dem Palastgarten wieder ins Haus zurückkehrte, war Haman auf das Lager gesunken, auf dem Esther ruhte. Da sagte der König: Tut man jetzt in meinem eigenen Haus der Königin Gewalt an? Kaum hat er das gesagt, verhüllten schon die Diener Hamans sein Gesicht. Und ich finde das so lustig, das ist einfach noch ein bisschen mehr Feuer, also Öl ins Feuer gegossen, weil sie haben, der Himmel ist rot. Ich könnte wetten, der hat sicher im Himmel darüber bestimmt, ja, aber wie bringen wir den Stein ins Rollen, wie können wir machen und sicherstellen, dass der König Xerxes den Haman nachher wirklich umbringt, weil es ist schwierig, jemand, der quasi vom zweithöchsten Mann nach dem König, und die haben sie eigentlich schon gut gehabt zusammen, wie bringt man es fertig, dass der nachher umgebracht wird und beseitigt wird? Und da hat sicher der himmlische Rot noch ein bisschen gekirnt und gesagt, ja komm, wir lassen nachher, wenn der König wieder reinkommt, aufs Bett von Esther sinken. Der hat überhaupt keine sexuellen Gedanken in dem Moment. Der hat ja um sein Leben gebangt. Aber sie haben genau gewusst, wenn der Xerxes das sieht, dass der auf dem Bett vor der Königin ist, der geht sicher in Gebienen durch. Der hat nicht so viel Empathie, dass er denkt, ja, der Arm fürchtet jetzt um sein Leben, wegen dem ist er aufs Bett gesunken, sondern der sieht einfach halt das, was vor Augen ist, und macht halt seine Schlüsse daraus. Die haben genau gewusst, da können wir noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen, und dann kommen die Geschehnisse in Gang. Und da steht nachher weiter: Und Harbona, einer von den Eunuchen, die den König bedienten, sagte: Ein 25 Meter hoher Pfahl steht ja schon beim Haus von Haman. Der war für Mordechai bestimmt, für den Mann, der dem König durch seine Anzeige einen guten Dienst erwiesen hat. Hängt ihn daran auf. Und da merkt man auch, der Harbona, Eunuchen, habt ihr das durchgenommen, was das sind? Das sind eigentlich entmannte Männer, die im König dienen. Bei denen hat man keine Angst müssen haben, dass sie irgendwie der Königin Gewalt andienen. Darum haben sie Eunuchen gehabt. Und da merkt man auch, der Harbona, der Eunuch,
Den hat auch der Haman auch nicht gern gehabt, gegen das ständige Prahlen und wie er der Tollste sei. Und der hat nachher gerade schnell geschnallt und hat gesagt, schaut mal, er hat einen 25 Meter hohen Pfahl gemacht und hat sogar den Mordechai, der eben am König gut dran aufhängen wollte, häng doch du ihn selber dran auf. Und der König hat gefunden, das sei eine gute Idee. Aber hängt ihn daran auf, befahl der König, so hängte man Haman an den Pfahl, den er für Mordechai errichtet hatte, und der Zorn des Königs legte sich. Und ich finde das so eine wahnsinnig eindrückliche Geschichte. Und ich habe auch gesehen, also jemand hat geschrieben, eigentlich genau in der Mitte des Buch 2, wo die Wende kommt, es ist ja alles, kommt irgendwie schlimmer. Und plötzlich kommt die Wende zwischen dem ersten und dem zweiten Festmahl, wo die Esther sie einladet. Und wisst ihr, was in der Mitte steht? Das Holz, der Pfahl. Und ich habe gefunden, das ist wahnsinnig eigentlich eindrücklich, weil schon in den Mosebüchern steht, wer am Holz hängt, ist verflucht. Und weil Jesus den Fluch für uns getragen hat, kann das Schlechte in Gutes umwandeln. Also in der Mitte, wo das Holz steht, da wird der Fluch in Segen verwandelt. Ich habe das noch sehr interessant gefunden, wenn man das mal unter diesem Aspekt anschaut. Wenn das Holz kommt, da gibt es die Kehrwende. Kein einziges Mal wird Gott erwähnt in diesem Buch und doch sieht man, wie Gott alles führt. Und eben wie viele Zufälle dass es gibt, die eben gar keine Zufälle sein können. Esther hat das Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Wenn sie es nicht hätte, wollten wir uns lieber gar nicht vorstellen, was passiert wäre, weil der Haman hat so eine hohe Stellung gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schief wäre gegangen, ist sehr gross. Und Esther hat aber gewusst, ich muss warten, es ist der falsche Zeitpunkt. Und ich möchte uns auch ermutigen, dass wenn wir von Gott spüren etwas im Leben, wenn der richtige Zeitpunkt noch nicht da ist, dass wir einfach nicht die Sicherungen durchgehen und einfach finden, ich mache es jetzt gleich, sondern dass wir mit Gott im Gespräch sind und ihn darum bitten, dass er uns zeigt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ist es noch nicht. Wenn der richtige Zeitpunkt noch nicht da ist, schenkt mir Geduld, auf den zu warten. Und ich liebe die Geschichte, wo eben ein Happy End rauskommt, wie jetzt hier bei Esther. Die Tatsache ist aber leider auch, dass man einen richtigen Zeitpunkt verpassen kann. So rennt Jesus zum Beispiel beim Einzug von Jerusalem, als er nach Jerusalem ist eingezogen, weil die Leute haben den Kairos, den richtigen Zeitpunkt, nicht erkannt. Sie haben Jesus nicht als gesandten Retter erkannt. Wie wäre echt die Geschichte anders verlaufen, wenn sie Jesus dann schon erkannt hätten als ihren Retter? Vielleicht wäre die Zerstörung von Jerusalem zur Zeit eben vom Neuen Testament nachher nicht passiert. Und das heisst auch, Jesus rennt um Jerusalem, weil sie ihren Kairos, eben den richtigen Zeitpunkt nicht erkannt haben. Und da steht genau das Wort, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Interessant, ein anderes Beispiel, wo eben der Kairos beschleunigt wird, ist bei Maria, bei der Mutter. Wisst ihr noch, was das allererste Wunder war, das Jesus hat da? Er hat ja Wasser zu Wein verwandelt. Und Maria war auch so, die hat ja schon von Geburt an, also schon vor der Empfängnis, hat sie mit Engel Gabriel geredet. Sie hat gewusst, das ist ein besonderes Kind. Und jetzt wartet die Maria schon 30 Jahre. Und niemand hat erkannt, was für ein besonderes Kind das sie hat. Und Maria ist langsam ungeduldig. Und sie ist an diesem Fest, und an diesem Fest geht der Wein aus. Und dann fängt Maria so an, komm Jesus, und sagt so, macht, was mein Sohn euch sagt. Und Jesus sagt ihr, Mutter, meine Zeit ist noch nicht da. Aber, weil Jesus seine Mami auch gerne hatte, hat er gefunden, ach komm, wir machen dir auch einen Gefallen. Also mit Gott kann man auch reden. Eigentlich wäre die Zeit noch nicht da gewesen. Jesus hat gesagt, Mami, der Zeitpunkt ist noch nicht da, aber quasi, weil es du bist, für dich zu lieb, hat er es nachher gleich gemacht. Und das finde ich so interessant, wie wir mit Gott auch ein bisschen Verhandlungsraum haben. Er geht auf unseren Willen ein. Und manchmal tut er eben auch einen Kairos ein bisschen beschleunigen durch.
Genau. Eine interessante Ausnahme, was auf den richtigen Zeitpunkt nicht unbedingt darauf ankommt, sagt der Paulus an Timotheus. Und da geht es nämlich darum, das Wort zu predigen. Er sagt, das kann man zur Zeit oder zur Unzeit tun, auch wenn nicht der richtige Zeitpunkt ist. Habe ich ganz interessant gefunden. Das steht im 2. Timotheus 4,2. Predige das Wort, stehe dazu. Er sei zur Zeit oder zur Unzeit. Also ob jetzt der richtige Moment da ist oder nicht, predige das Wort. Habe ich ganz interessant gefunden. Das ist hier eine interessante Ausnahme. Aber ich möchte wieder auf das zurückkommen, was Jesus am Anfang hat gesagt. Er hat ja zu seinen Brüdern gesagt, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer da. Jesus weiss, wenn das seine Zeit ist, sich zu offenbaren und wenn das sie noch nicht da ist. Und ich glaube, Jesus hat genau gewusst, wenn das seine Zeit da ist, weil er in einem engen Austausch war mit dem Vater. Darum hat er auch genau gewusst, jetzt ist noch nicht Zeit, mich zu offenbaren. Und hat aber auch gewusst, wenn das sie dann da ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade besonders in unserer westlichen Welt oder so, herrscht so ein bisschen eine ähnliche Tendenz wie bei den Brüdern von Jesus. Wo wir das Gefühl haben, es ist immer Zeit, für alles zu machen. Und manchmal erkennen wir auch gar nicht, in was für Zeiten dass wir leben. Wir haben immer das Gefühl, eben sei für alles Zeit da. So wie Jesus zu seinen Brüdern sagt, eure Zeit ist immer da. Aber Jesus hat auch schon die Pharisäer und die religiösen Führer kritisiert, weil sie die Zeiten nicht erkennen. Er hat ihnen gesagt, doch wenn er den Himmel sich am Morgen rot färbt und trübe ist, sagt ihr, heute gibt es Sturm. Das Aussehen des Himmels könnt ihr richtig einschätzen. Wieso könnt ihr das nicht bei den Zeichen der Zeit? Also Jesus erwartet eigentlich, dass wir die Zeiten richtig einschätzen und erkennen, in was für Zeiten dass wir leben. Wenn wir es nicht erkennen, wissen wir nämlich auch nicht, was dran ist, zu tun. Und es hat auch ein paar vom König David seine Männer gegeben, die sind geschult und begabt drinnen, Zeiten zu verstehen. So lesen wir in 1. Chronik 12,33. Und von den Söhnen Isachar solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Also, dass wir das Richtige machen können, müssen wir auch die Zeiten richtig beurteilen. Und manchmal frage ich mich, die wir uns als Christen bemühen, zu verstehen, was für eine Zeit dass wir heute leben. Wissen wir, was dran ist, zu tun, eben gerade in solchen Zeiten wie heute sind? Was brauchen die Leute? Was müssen sie hören? Was haben wir als Christen für eine Aufgabe? Oder vielleicht gibt es auch in deinem Leben bestimmte Zeiten. Und bist du im Austausch mit dem himmlischen Vater darüber und gehorchst du seinen Anweisungen? Manchmal gibt Jesus oder Gott Anweisungen, die uns so unlogisch vorkommen. Eben an einem Fischer sagen, geh am Tag fischen und er denkt eigentlich logisch gesehen, es macht keinen Sinn. Und manchmal gibt uns Gott oftmals vielleicht Sachen, wo wir denken, ich habe keine Lust oder es gibt keinen Sinn. Aber wenn wir Gott gehorsam sind, kommt immer ein grosser Segen dabei raus. Und Gott wird eigentlich immer schauen, vertraust du mir? Glaubst du, dass ich es gut meine mit dir? Und er will uns gut führen. Es heisst, wer zu Gott kommen will, muss daran glauben, dass es ihn gibt und dass er jeden belohnen will, der ihn sucht. Gott will uns belohnen. Und wir leben halt in einer gefallenen Welt, wo eben der Machtbereich ist vom Teufel und von der bösen Macht. Und Jesus will uns und Gott will uns hier durchführen. Aber dann müssen wir ihm vertrauen, auch wenn manchmal Sachen nicht logisch aussehen. Ja, ich möchte uns ermutigen, dass wir viel in der Bibel lesen, dass wir probieren, das Verständnis auch zu bekommen und viel mit unserem himmlischen Vater im Austausch sein. Dass wir wissen, wir haben einen lebendigen Gott, wir dürfen ihm Fragen stellen und wir sollen auch Antworten von ihm erwarten. Ja, ich möchte zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du über richtige Zeitpunkte weisst. Und ich möchte jetzt einfach auch bitten, dass du bei jedem von uns bist und dass du uns einfach auch das Verständnis gibst, vielleicht in unserem Leben,
in was für Zeiten dass wir leben, auf was das drauf ankommt. Ich möchte dich bitten, für uns Christen, dass wir das auch erkennen, was für Zeiten dran sind und dass du uns wirklich himmlische Ideen gibst, wie wir darauf reagieren können und wie wir einfach ein Segen auch freisetzen durch das. Ich danke dir, dass du einfach ein grosser und guter Gott bist und dass es du gut meinst mit uns. Und ich bitte dich, stärk doch du einfach all unser Vertrauen in dich, dass wir dir vertrauen und dass wir dir dürfen gehorsam sein. Dass eben, wenn du uns manchmal Anweisungen gibst, die für uns nicht logisch scheinen, dass wir dir einfach vertrauen, dass wir wissen, es kommt gut raus, wenn wir dir folgen. Und es ist ein Segen, wenn wir dir folgen. Auch wenn wir manchmal vielleicht lange auf den richtigen Zeitpunkt warten müssen. Ich lobe und preise dich, Vater im Himmel. Amen.